Weiter geht das Abenteuer hier bei Pokémon Omega Rubin an der Seewoge Malvenfroh. Oh je, was ist denn hier passiert, Freunde? Sieht ja aus als... Naja, also die anderen können es vielleicht ein bisschen an den Titanic erinnern und war ein bisschen aufgelaufen und so, aber wie man halt am Moos ansieht, scheint das schon ein bisschen länger her zu sein. Und wisst ihr was? Ja, natürlich gibt es dazu eine Geschichte, aber die werden wir noch nicht in diesem Part angehen, denn ganz ehrlich, wir können so bereits dank Surf und so reingehen. Problem ist daran aber, wir kommen noch nicht sehr weit und das meiste davon kann man sowieso erst mit Taucher machen und deswegen sparen wir uns das alles für später. Wir können aber schon mal so weit erzählen, dass, soweit erzählen natürlich, es ist durchaus interessant, wenn man ein bisschen knapp bei Geld ist. Ja. So viel kann ich schon mal soweit mal erzählen und so. Also sprich, sobald ihr mal Surfer und Taucher habt, würde ich es jedem empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Das ist echt lohnenswert. Genau so wie der Kampf 4 gegen ein Krebskorps. Krebskorps. Ach ja, die wunderbare Welt der Pokémon. Ich bin gerade aktuell, also sprich im Real Life dabei. Real Life sage ich schon. Natürlich privat dabei. Alpha Saphir durchzuspielen, hab's soweit eigentlich auch durch, die ganze Hauptstory und so. Und ja, bin jetzt ein bisschen vorbereitet an perfekten Teams, sprich halt DVs, EVs, richtigen Attacken züchten und natürlich auch für unser selbst Pokémon hier bei Omega Rubin. Denn das fehlt ja immer noch, was? Das Team-Pokémon, was hier ein Kindwurm sein wird. Spielt natürlich im Endeffekt ein Brutalanda. Was auf den Namen Blackie hören wird, haben wir auch schon alles mal beschlossen. Ich glaube, das war sogar an der ersten Parts, wo ihr das mal vorgeschlagen habt. Und ja, bin ich dann dabei am Züchten und so, soll das ein hartes Wesen werden, oder soll ja... Trainiere ich mal gelacht, gewirrt sind, genau. Als hartes Wesen, sprich, es soll ja gut im Angriff sein und schlecht im Spezialangriff. Aber natürlich noch ein paar andere Attacken sollte es doch noch per Zucht bekommen. Der Frohwin. Ach du heilige Scheiße, was ist das für ein Name, ey? Sengo, ach du Scheibenkleister. Okay, ein Normal-Pokémon. Das ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt hier? Orkan. Kommt immer gut. Nicht gut genug. Ich überlege gerade überhaupt, wie ich eigentlich noch Tengulis, also sprich unser Kokiri, trainieren soll. Also sprich, trainieren im Sinne halt von EV-Training, ja, natürlich immer so eine Sache. Natürlich vor allem auf Geschwindigkeiten, also ja, das ist natürlich sowieso. Danach halt noch auf Angriff oder Spezialangriff trimmen. Das ist ein bisschen das Problem, weil der hat sowohl einigermaßen gute Angriffs- als auch einigermaßen gute andere Werte. Das spielen natürlich Spezialangriffswerte. Und da bin ich noch ein bisschen überlegen und so, was wäre da gut, was wäre da eher ein bisschen suboptimal. Naja. Ja. Hat sich total gelohnt. Oh komm! Ja, vermutlich wird es doch eher der Angriffswert werden, also sprich mit Laubklingen und so. Das ist doch ganz nice, Mann. Chaos! Fehlt auch nur 2 Level bis zur Entwicklung. Logok. Mangang, Schniff. Also der EP-Teiler hier in der ersten Generation ist echt genial, ey. Natürlich ein bisschen doof, bei uns ist es halt, dass die IVAs noch nicht so ganz stimmen war. Aber ganz ehrlich, Leute, die mache ich erst später. Oh, mal 2, cool. Doppelungssack gefunden. Würde bedeuten, wenn ich jetzt mit Kokiri ein EVA-Training machen würde, würden nachher die Werte verdoppelt werden. Ja, und jetzt noch ein EVA-Training zu machen, wäre ein bisschen hirnrissig. Der war es gar nicht mehr, ganz cool. Vor allem deswegen, sorry Kai, war gar keine Absicht. Also deswegen, weil uns noch ein bisschen die Beeren fehlen, das Ganze dazu lernen. Wir müssen mal die Pokémon auf Alpha Saphir rüber tauschen, es dort da zeigen und so. Das wäre eigentlich noch geil, weil die Beeren hier nachzuzüchten, geht natürlich schon, aber das... Ja, also ich sag's mal so, im restlichen Teammitgliedern war... EVA-Training zu machen, das würde sich eigentlich erst so kurz oder Liga lohnen. Bevor noch nicht so wirklich. Atomic, ja, gut, guck hier, ja, so gut. Ja, einfach mal so zum Zeigen ein bisschen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Pokémon fangen? Nö, ja. Es finden hier noch so viele. Gibt's hier etwas... Ah!
Sorry, wieder zu viel. Was reicht's mir aber? Ich mache immer den gleichen Fehler. So. Ist es richtig registriert oder kann ich das Ding noch wählen? Ja, schon besser. Weil ich habe halt bei Alpha 4 auch ein Itemradar oben und das war sonst ein bisschen doof jetzt. Wingul, sehr cool. Ja, ich setze den Surfer ein, weil ich es einfach kann. Und er natürlich auch. Ahoi, willst du das Seewogen mal froh? Nö. Hört er weg. Denn wir müssen mit der Story weitermachen und natürlich auch mit dem Training. Weil sonst ganz ehrlich, da kann man nie mehr unter 100 Parts. Ich will eigentlich schon die komplette Story zeigen, plus noch ein bisschen danach und dann noch einen kompletten Pokédex und so. Natürlich kommt jetzt so mit Alpha Saphir natürlich. Und denke ich auch noch 1, 2 Kämpfe mit anderen Trainern, sprich online und so. Kann es sich noch vertragen. So, aber erstmal ein Orkan hier. Das ist schon cool, wie ein Pflanzen-Pokémon, so ein Orkan. Ja, das ist doch geil, Mann. Ich hoffe es nicht, Mann. Den Sauf halt ab von mir aus. Route 9 bereits. Und da haben wir auch schon so einen Typen. Okay, wer geht's noch hier hin? Alter! Oh, geht das weit hinten? Also nach hinten natürlich. Nach Hindenburg, wa? Nee. Nicht ganz. Eine Riesenperle! Hat's noch hier was? Nö, es hat nix. Was für ein Shit. Doc, was soll? Es gibt ja Wichtigeres, zum Beispiel natürlich gegen einen Angler anzutreten, das Gefühl hat, er wäre der Größte auf der Welt. Und das, obwohl er nur ein ganz kleiner Wicht ist. Der verdammte Tentacher. Ja, ja, immer diese Wasser-Gift-Typen, wa? Verdammt, nur noch 4 Stück. Ich muss mir die Attacken ein bisschen besser aufteilen. Finte. Wow. Angriffswert doch nicht so schlecht. Also man sagt mal ganz ehrlich, was hat denn der eigentlich für eine Werte, für Werte im offensiven Bereich? 90 Arm, Spezialangriff, okay, Wesen ist neutral, naja, besser als negativ. Das Wesen ist eigentlich auch nicht schlecht, weil mal natürlich, klar, Galloway sind Spezialangriffe andererseits. Und natürlich Verteidigung wäre noch cool. Ja, seht ihr hier, Verteidigung hat ja irgendwie gar nichts in seinem Atomic. Gut, natürlich für den Spukball immer cool und so, und Finstauer halte ich auch gut aus. Gut, natürlich vor allem wegen dem Feen-Typ noch. Wenn da mal irgendwie eine Nachtklinge, sonst, ne, Nachtklinge sage ich schon, Nachthieb natürlich oder sonst eine physische Attacke kommt, ein bisschen Power, dann ist er weg. Das habe ich so gemacht, dass er mäßig ist, also der ist sowieso perfekt, also zumindest vom Wesen und Weaver-Training her. Dann haben wir noch unser Logo, ist alles anders perfekt, aber was willst du machen? Ist ja der Starter gewesen. Tja, der gute Chaos, ist auch nicht gerade so wirklich das Wahre. Er hat damals gesagt, wegen Initiative, geil Mann, kann ich irgendwie hochboosten und so, und Robust hat ja auch drauf. Ja, muss mal gucken, aber dem könnte durch eine Offensivweste als Item nicht fehlen. EVs auf Spezialverteidigung, ja, wieso eigentlich nicht? Jetzt mal dringend nötig, war. 252 EVs, sprich auf Fleißpunkte auf Spezialverteidigung. Und ob das gut geht, dann Rest noch auf KP. Angriff auch eigentlich bei ihm nicht wirklich. Naja. Mal schauen, was die Zukunft uns noch bringt, wa? Die Zukunft, die Zukunft. Mitsamt einem Geradax. Haben hier sonst nichts mehr, wa? Route 100 soweit auch abgesurft. Was haben wir hier noch Schönes? Okay, ein Trainer-Duo, das ist natürlich immer ein schlechtes Omen. Was haben wir hier hinten noch? Das war der Typi, wa? Den haben wir vorhin schon gesehen. Ja, wieso nicht? Kuckuck. Bist du auch ausreichend gegen Sonnenbrand geschützt? Ja,
Du hast natürlich schon. In den eigenen vier Wänden. Ein Goldini. Ach, ist das süß. Naja, Tengulist. Nicht wirklich nötig, wa? Muss man die AP ein bisschen aufsperren. Ich habe zwar, glaube ich, irgendwo noch einen Äther so zum Auffüllen. Ich will das eigentlich alle noch ein bisschen aufbewahren. Alter, 42 bloß. Oh, ein Weilmer, das könnte lustiger werden. Weilmer. Sag tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Ja, sage ja. Und noch ein Level-Up für Kai. Das ist mir gesagt egal. Autsch, heiß. Hä? Wieso? Es ist Abend. Da ist ein Sonnenbrand. Obwohl du schon die ganze Zeit im Wasser bist. Ah, noch einer. Ein Trainer-Duo. Wie es aus ein verliebtes Pärchen war. Unsere Gefühle füreinander wärmen die Herzen aller Pokémon und Menschen in Höhen, die den Verkehr gelesen, aber egal. Das ist nicht gerade nett. Eigentlich so wollen wir nicht nur unter Zweisamkeit gestört werden. Naja, schon gut. Oh mein Gott, hey, junges Glück. Geli und Ole. Bei dem Anblick, hey. Haben die sogar... auch nicht schlecht. Die haben nicht nur das gleiche Band, die sind dran festgekettet. Lass mich raten, das sind die Flitterwochen. Ja, alles andere wäre gar nicht möglich. Deswegen auch junges Glück. Wie lange das wohl anhält? Was mache ich jetzt dann am besten? Ja, Felsgriff Papinella. Kommt immer gut natürlich eine Psychokinese auf das Pudox. Total falsch gezielt, aber naja. Atomic. Tengu-Style. Papinella. Tengu-Style. Gardevoir. Und das, Junge. Das ist aber nicht nett. Ich muss bisschen, wenn sonst kühles Oles Gefühle für mich. Aha, sonst kühlen Oles Gefühle für mich ab. Ole heißt der Typ. Ole, 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 ole. Ihr habt verloren, ihr seid am Arsch. So. Das Wasser ist tiefblau, willst du surfen? Wie oft kommt eigentlich die Frage noch? Ey, ich will gerade gegen dich fighten. Penner. Hier oben ist sonst nichts mehr als ein Pokémon, war vermutlich ein Pedipa. Hey, sieh dir mal meinen Bauchmuskeln an, das ist ein Waschbrettbauch, wie am Buche steht, wa? Oh Gott, Henna, so ein Schönheitsfanatiker. Ja, schöner Rücken vor allem, von den Bauchmuskeln. Als ob das wirklich das Wichtigste von der Welt wäre. Hey Leute, ganz ehrlich, ich habe gestern einen Artikel gelesen, wegen dass bereits irgendwie 8-Jährige oder 10-Jährige damit Probleme hätten. Später sind... Ja, schon ein Schutzschild. Die sind nicht zu schlagen, sind einfach Magersüchte. Muss man reinziehen mit 8 Jahren. Mit 8 zu meiner Zeit kannte man das noch gar nicht. Also gut, vielleicht übertrieben, das kann man vielleicht schon, aber das war noch nicht so ausgeprägt wie heute. Nee, ehrlich, heute wie es von frühester Kindheit an, sobald irgendwie in die Spielgruppe, Krabbelgruppe oder was auch immer gehst, wird schon darauf getrimmt, oh, das sieht besser aus und so, oh, der hat einen Sixpack, bla bla, der hat kein Gramm Fett dran und so, der ist gesund, so muss man aussehen, bla bla bla. Ey, ganz ehrlich, da krieg ich die Kotze. Da krieg ich die Kotze. Ich meine, ganz ehrlich, natürlich gibt es Situationen, wo du sagen kannst, okay, das ist ungesund und so, das ist, zum Beispiel irgendwie ein 500 Kilo Mann, keine Frage, du musst einfach sagen, hallo Alter, du bist nicht nur, ich meine, erstmal ein bisschen eine Gefährdung für dich selbst und zweitens ein bisschen Belastung für andere, oder, mit dem Gewicht. Aber erstens gibt es natürlich immer Situationen wegen, ja, man ist vielleicht krankhaft so, hey, wieso Rauhaut, das war doch physisch? Das ist eine spezielle Attacke. Ja, wenn was sei. Abgesehen davon, mal ganz ehrlich, jeder soll doch so aussehen und sich ja, vor allem so fühlen, wie er eigentlich darf und wie er auch will und nicht irgendwie, wie er eigentlich getrimmt wird und in einen Konkurrenzkampf von wegen, ja, ich muss so und so aussehen, weil sonst mögen die und die mich nicht. Also wenn, dann mag man sich natürlich wegen den Inneren, nicht wegen den Äußeren. Ne? Ich sage eigentlich immer,
Wegen dem Äußeren kommen vielleicht zwei zusammen, aber wegen den Inneren werden entscheidet sich dann, ob die auch zusammen bleiben. Das hat natürlich was, siehst du heutzutage auch bei den ganzen Scheidungen, oder? Mhm. Früher war eine Ehe noch so etwas Heiliges, also mal annähernd heilig, oder Scheidung. Da haben wir ab und zu mal, und heute ist sicher jede zweite Ehe irgendwie geschieden. Wieso? Tja, die kann man früh zusammen, dachten sich, oh ja, sieht noch nice aus und so. Ja, wie gesagt, oder irgendwie super Topmodel und alles mögliche, kommt zusammen. Und dann nach ein paar Monaten, vielleicht sogar nach ein paar Wochen, stellt es plötzlich fest, oh ne, passt überhaupt nicht. Und dann ist er total assi, geht ständig fremd oder was auch immer und Zeugs. Ja, also ganz ehrlich, man kann es in der Hinsicht wirklich komplett übertreiben. Ich meine, klar, ich verstehe es natürlich, das Aussehen hat natürlich einen Faktor, ist ganz klar. Und trotzdem, das ist eigentlich schon irgendwie das Kuriose, oder? Das Aussehen sagt aus, wer zusammenkommt. Aber das Innere entscheidet, wer zusammen bleibt. Ist leider wirklich so. Was natürlich umgekehrt ein bisschen kurios wäre, aber okay. Ein Feentyp, was mache ich da? Ja, wieso nicht Chaos? Kann ein bisschen mit einer Stahlattacke reinhauen. Chaos. Was denn das? War mich auch. Ja, da sind dann auch solche Dinge. Die lesen heutzutage und denkt sich, Alter, was ist mit der Menschheit passiert? Früher war es so schön. Okay, natürlich so schön, sage ich jetzt mal so, aber natürlich früher ganz anders, dachte man sich auch. Oh nee, das ist total scheiße und so. Wieso bin ich noch Kind, nicht schon erwachsen? Ist doch alles viel geiler. Heute weißt du, nee, ist eben nicht. Also, zum einen halt natürlich das, und zum anderen gibt halt immer pro Lebenslage gewisse, sag's mal so, gewisse Einflüsse und gewisse Umstände natürlich auch, wo das Leben irgendwie schöner ist, andere Leben, wo du einfach sagst, es ist total scheiße. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, also ich meine, es will auch so zu sagen, ja, früher war das Leben besser. Ich sage jetzt mal grundsätzlich, weil ist natürlich das meiste, wo du so hörst, ja, war früher besser und so, aber andererseits, war es wirklich früher besser? Kann man, glaube ich, nicht so sagen. Wir haben es natürlich früher anders gemacht, hatten natürlich früher andere Möglichkeiten und war technisch noch nicht so weit mit den ganzen Notebooks. Klar, die kamen damals schon auf und so, aber noch solche gewaltigen Dinge und heutzutage, die kannst du einen Arm klemmen. Oder halt im Fall auf dem Tablet bereits irgendwie zerdrücken. Das ging früher mit dem 10 Kilo Teil noch nicht. Ja, aber grundsätzlich halt ist schon verrückt, was so der Wandel der Zeit so mit sich bringt. So, was mache ich jetzt hier Kluges? Ich habe Flug... Okay, mach mal so. Den Keckle und nimmt eben den Typ der letzten Attacke an. Also Fazit... Also ja, das eigentliche Fazit von meinem Monolog ist eigentlich das, Leute. Genießt Leben, wie es so ist, genießt vor allem euch, wie ihr so sind, eure Freunde und Kameraden und ganz ehrlich, wenn ihr Freunde habt oder möchtet gerne Freunde halt, die euch vorschreiben wollen oder vor allem müssen, ne, vor allem wollen halt, und vor allem auch können, oder wie ihr auszusehen hat oder wie ihr zu sein seid, nur weil sie es so gerne hätten. Ganz ehrlich, vergesst die einfach. Seid diejenigen, die ihr sein wollt. Seid so, wie ihr sein wollt. Von mir aus sieht das so aus, wie ihr sein wollt. Hauptsache ist immer das Hauptsache, dass die anderen nicht auf die Nerven geht. Oder beziehungsweise Nerven gehen das eine. Einfach mal nicht irgendwie andere belasten oder auf Kosten von anderen irgendwie. Ja, einfach irgendwie anders sein. Ich bin an meine Grenze gestoßen. Ja, das ist leider so. So, jetzt gibt es ja noch ein paar Trainer, aber das wäre relativ wenig Lust. Also machen wir weiter, gehen endlich nach Gravelport City und weg von diesem deprimierenden Thema, wa? Wegen da, ja, du musst so sein, wenn du willst und so, und ja, das ganze Leben ist scheiße. Mannesütigkeit bereits mit 8 Jahren. Tja, natürlich sowas zu lesen ist schon natürlich scheiße, was willst du machen? Es ist leider Gottes so, dass es diese Faktoren halt gibt und du dich so in der Situation dann fragen musst, okay,
Was liegt da irgendwie falsch, beziehungsweise was läuft da falsch, das könnte man anders machen. Wo liegt da genau der Fehler? Der Fehler vor allem. Nüber kann nicht mehr, Überblick an dem Rad. Das Eilrad war. Das ist, glaube ich, falsch. Wir bräuchten eigentlich das Langsame, also sprich das Kunstrad. Für die nächste Strecke Republikrad, oh, das ist schon eine Weile her. Doch, wir brauchen es definitiv. Die Frage ist bloß, brauche ich nur das und brauche ich beide Räder? Können wir mit dem Kunstrad weiter als mit dem Eilrad? Das könnte noch durchaus sein. So, erstmal ganz kurz Team wieder wechseln. Okay, ist genug trainieren. Da wechseln ganz kurz Kai ein. Da kann auch ein bisschen was gebrauchen, war. Der Rest so war, ja doch. Vor allem Chaos wieder levelt. Naja. Ist halt so, wa? Dank dem EP-Teiler. Und weil er halt getauscht ist. Was mach ich überhaupt? Bei Abkürzung. Zup. Nur gut, Freunde, ist der Part eigentlich schon vorbei. Ich habe aber gestern ein Part halt ausgelassen, deswegen mache ich heute ein bisschen länger. Lalala. Und so begeben wir uns direkt zur nächsten Route. Route 118, endlich ist soweit. Bin ja schon natürlich noch nicht durch. Ich dachte jetzt zumindest schon die 2-3 Typen ausgelöscht. Ausgelöscht sage ich schon. Nein, natürlich einfach nur besiegt, wa? Myra, bla. Jetzt überlege ich gerade, was habe ich jetzt da eigentlich schon für einen Typ genommen hier. Kraftreserve hat bei Kai, glaube ich, den Typ, ich weiß es nicht mehr. Ja, den Typ, ich weiß nicht mehr. Doch, ich glaube, es war Kampf. Yep. Ist Kampf. Wobei Feuer noch cool gewesen wäre. Ja, wobei, wieso Feuer braucht gar nicht. Lernt sowieso später noch Eisstrahl. Dann brauche ich gar keinen Feuertypen als Kraftreserve. Ja, noch ein Pflanz-Pokémon, Pflanz-Gift von mir aus. Wieder mal Loco, kann ich schon lange nicht mehr. Aber wenn wir schon mal im Thema sind, von wegen, ja, halt Situationen, wo halt andere euch irgendwas vordiktieren wollen, sprich, wo ihr so sein müsst, wie andere wollen oder sein sollt, wie andere wollen. Kennt ihr auch solche Situationen, sprich von euch selber, von Freunden, wie auch immer? Und, ja, wie soll ich das formulieren? Ich sag's mal ganz einfach. Was würdet ihr anderen empfehlen, die jetzt die Kommentare so, oder das Video sehen, Kommentaren zu lesen und ihr noch etwas beitragen können, von mir aus auch eigene Geschichten beitragen, wegen, ja, ich habe die Situation erlebt, ich hätte das und das machen sollen, oder ihr habt das und das gemacht. Einfach mal so noch ein bisschen zum Informationsaustausch. Bei mir gab es eigentlich gar nicht, von wegen da großartig, ja, du bist scheiße und so, du siehst nicht richtig aus, oder du hast da einen Pickel, das darf nicht sein, du musst einfach ausdrücken. Ja, kennt doch jeder, oder von wegen, ja, du machst dir selber Stress und so. Klar, das war so bei mir. Dass ich halt so Situationen hatte, wo ich mir halt selber Stress gemacht habe, von wegen, nein, das ist irgendwie scheiße und so, das darf nicht sein. Gibt's, denke ich, aber überall. Bei mir, ja, das war mir halt noch ein bisschen anders damals, war sowieso eine schwierige Situation mit 13, 14, Pubertät, und dann kam so die Akne-Sache, die ging so wieder vorbei natürlich, trotzdem, war halt privat noch viel los und so, und ach ja, das waren halt so Situationen, wo man sich im Nachhinein denkt, Alter, wieso war es damals so ein Quatsch, war doch gar nichts. Und damals ging ihnen die Welt für einen unter. Ja, man fürchtet leider, das ging halt nicht nur mir so, sondern natürlich vielen anderen auch. Und ist, vermute ich, jetzt einfach mal eine normale Standardreaktion, war. Erwischen kann, sehr gerne. Wissen, nein, nicht tröden. Aha, ja, gut, ja. Nicht mehr Kniffe, genau hinsehen. Sagen Sie kurz. Das ist mir jetzt neu, aber okay. Die Kunst des Angelns. Lalalala. Der Kirk. Hey, Captain Kirk, wie geht's denn so? Haha. Bin gerade hier der Einzige, der den Spruch jemals gebracht hat. Ein Magnetillo. Ich glaube, der eine, also mit Kampf wieder noch gut bedient war.
Magnet-Hilo. Aber ich kriege keine Erfahrungspunkte mehr. Was soll denn das? Sehr, nö, brauche ich nicht. Nach 2 Runden erst treffen, hallo? Ein Flurmel. Ne, bis was ich glaube behalten. Die Kraftreserve noch ein bisschen. Ein Hallo 60 Normalschaden, also sprich Grundangriffsstärke, oder? Das ist ein Typ Kampf. Klar, kriegt keinen Stab und so, aber ist trotzdem gut zu gebrauchen. Was ich auch schade finde, ist, dass Milotic in diesem Spiel noch keine Mega-Entwicklung macht. Ja, ich habe das böse Wort erwähnt, Mega-Entwicklung. Oh Gott, wieso erwähnt er das? Das ist so ein Schrecken der Pokémon-Welt und so. Ich erwähne es deswegen, weil es uns bald schon begegnen wird, zumindest mal ein Teil davon. Und ganz ehrlich, so ein Schrecken ist das gar nicht. Es gibt natürlich Situationen, wo du denkst, hallo, wieso? Muss das gar nicht sein. Andererseits denkst du dir, doch, eigentlich noch cool. Wie eigentlich alles im Real Life. Ja, sondern natürlich nicht nur Real Life, sondern auch Videospielen und so. Mal ein paar ganz schön lange, war. Ja, liegt vor allem daran, ich will eigentlich auf ein spezielles Ereignis hinaus, was aber eigentlich nicht kommen mag. Oh, cool, dankeschön. Und wenn die normale Angel, das Spiel für die Superangel lieber wäre, aber die kommt auch erst später. Manche Part 40 wollte ich eigentlich etwas Spezielles machen und ich weiß nicht mehr, wann das Teil genau kommt, verdammt. Ja, registriere es halt mal, dankeschön. So. Ja, unser Team selbst kann ich sehen lassen, wa? Ja, das ist Mike von neulich, wa? Ja, ein kurzes Interview. Wie gesagt, das erste Pokémon, sprich Kindwurm, das kommt auch schon bald. Die rechnen zwar eher nach dem nächsten Orden. Weil vorher macht es nicht groß Sinn. Oh, was machen wir jetzt? Krasosev gegen den. Ich habe natürlich Psychophee, natürlich ganz doof, weil wegen Stahl, da haben wir sonst gewaltige 1 rein, wenn überhaupt trifft. Siedewasser? Kamm ist so schön und gut, ja, wieso nicht? Komm, mach so. Kann ich hier? Gut, mach so. Ja, klappt schon. Krakelo. Und Tschüssikowski. Kokiriman, natürlich Tengulist. Kraftreserve. Ein Tag, die man wirklich viel zu oft Scheimkleister, das wird wehtun! Unterschätzt, Alter. Ja, Stahlattacke. Früher ist die kaum gesehen, heutzutage kann ich mich davon retten, wegen eben diesem Feentyp. Was auch mal zu zeigen. Diebeskuss. Wow, der 3 KP. Hat sich ja gelohnt, Mann. Und Level Up für unseren guten Adenkai. Angriff, Initiative, ja, langsam sicher kommt die Genesung. Die Idee langsam mal durch. Ja, ist natürlich auch so, Wasserring regeneriert halt jede Runde. Ich weiß eben noch nicht, wie lange überhaupt. Sprich 5 Runden lang oder wie lange das genau geht, der macht halt die Hälfte. Dem eigentlich beides cool. Nee. Sprich, Wasserring ist natürlich schon in gewissen Situationen gut, aber ich glaube in der Situation wäre Genesung besser. Vor allem halt von dem Moveset her, weil ich eigentlich eher offensiv spielen oder nicht defensiv, auch wirklich lange. Ja, im Sinne von Tank und so halt. YouTube! Was hat er im letzten Kampf gesagt? Ja, ich weiß noch. Ja, wieso nicht? Will großartig danke! Ein Kampf, in hier vorgeht. Ja. Kriege ich jetzt die Ja, genau. Das, liebe Freunde, geht gerade in mir vor. Ich bin natürlich wieder mal selber. Wo ist das Ausrufezeichen? Hallo? Hä? Jetzt blinkt? Ja, bin ich sehe es nicht mehr. Ach, scheiß drauf. So. Überlänge for the win! Ja, danke schön. So, ich muss langsam echt mal weiter. Sorry, Leute. Ich bin ein Angler, aber ich bin auch ein Trainer. Ich kümmere mich also um Pokémon, die ich gefangen habe. Trainiere ordentlich mit ihnen. Ja. Ist ja schön für dich. Yeah, Leute, bald schon, und sprich gleich 30 Minuten voll. Ist das nicht Hammer? Das findet auch Kai. Auch der gute Kai. Also bereits Level, also natürlich erst Level 30 oder 31 halt von mir aus.
Und bereits über 100 KP. C. Gyarados, na, schöner Schrank auch. Toll. In der Situation wollte ich jetzt eigentlich wirklich ein Elektro-Pokémon. Ja, schön für dich. Fies, wa? Unbeugsam vor der Rain, so als wärst du mal vergiftet, wenn du auf den Sack gehst. Gyarados und Milotic sind zwei Pokémon, die viel gemeinsam haben. Erstmal werden sie beide als Pokémon entwickelt, die relativ schwach sind, Barschwa und Carpador. Und andererseits sagt man sich ja auch, Milotic, also sprich Barschwa zu Milotic, ist ja eine Schönheitsentwicklung. Im Gegenzug Carpador zu Gyarados ist eine Entwicklung der Stärke, wa? Weil Carpador so schwach ist und Gyarados hingegen so stark. Dem begegnen sich hier gerade zwei sehr, sehr interessante Pokémon. Wovon das taktisch klüger gewonnen hat. Die erste des Pokémon sind halt Zusammenstellung, sag's mal so. Weil mit Rose natürlich eigentlich schon cool, aber wenn du natürlich so ein Konto hast, ist halt doof. So Leute, wenn ihr mal Zeit. Und zwar für den Grund, wieso ich Part 40 Knüberlänge machen wollte. Genau deswegen. Hey, lange nicht gesehen, wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, nicht wahr? Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist Michael, nicht wahr? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Sag mal, Michael, du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielzahl an Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedlichen Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typ spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Natürlich verschiedene. Naja, nicht, dass mir das groß was angeht. Stimmt eigentlich auch. In einem Fall würde mich das durchaus interessieren. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich wäre mir freuen, dich mal wiederzusehen. Wow! Nee, es ist nicht Hyundai. Was könnte das sein? Es ist ein Latias. Latias! Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Michael, komm mit! Ich glaube, Latias bietet uns unsere Hilfe. Tja, und warum es darum genau geht, das und vieles mehr erfahren wir dann im nächsten Part hier bei Pokémon Omega Rubin. Ja, ich weiß nicht, wie so Cliffhanger und so, aber das gehört bei mir ja zum Standard. Und nicht gerade zum Standard, aber es gehört einfach dazu. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!